Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama. Moderiert aus Bern. Wir haben heute folgende Themen für euch in der Sendung. Abfall in der Stadt Bern und die Ehrung vom Spiezer. 37 Tonnen Abfall sammelt die Stadt Bern allein in der Innenstadt mit ihren Köderkübeln. Viel Köder bleibt aber auch auf den Strassen und den Plätzen liegen. Die Stadt Bern hofft mit einer Sauberkeitscharta, das Problem in den Griff zu bekommen und Kosten zu sparen. Am Clean-Up Day ist die Plattform J der Frage nachgegangen, wie dreckig Bern denn wirklich ist. Also es ist ja so, wir haben sehr viel Köder im öffentlichen Raum. Also wir räumen 37 Tonnen pro Woche weg, allein aus den Köderkübeln. Und eingerechnet ist dort noch nicht, was alles auf der Straße liegt, also wirklich das Littering. Und da kommt einfach ganz viel zusammen und das kostet die Stadt auch sehr viel. Das kostet etwa 11 Millionen pro Jahr, die wir ausgeben, für all diese Köder wegzuräumen. Also ich glaube, es braucht einfach beides. Oder? Es braucht Sensibilisierung bei der Bevölkerung, dass man eben auch auf Mehrweg setzt. Zum Beispiel, wenn ich zum Mittag esse, kann ich das Salätchen zum Teil jetzt eben auch wirklich Mehrweggeschirr kaufen und ich muss es halt wieder zurückbringen. Und dort haben natürlich die gewerbetreibenden Betriebe können dort natürlich ganz viel lenken, indem sie möglichst viel so Angebote haben und die Leute auch darauf aufmerksam machen. Das ist ganz wichtig. Gewerbetreibenden sind verantwortlich, dass der Abfall... Ja, wir messen das messen. Wir werden das jetzt in Kürze, wenn wir dann auch eben zur Sauberkeitscharta wieder ins Parlament müssen, werden wir auch darüber berichten, was der Stand von dem ist. Also mir ist es ein grosses Anliegen, dass eben die Sauberkeitscharta, die ja auf Freiwilligkeit beruht, dass das wirklich zum Fliegen kommt. Und ich glaube, die Gewerbetreibenden genauso. Und wir werden alles daran setzen, dass wir uns noch verbessern, dass wir wirklich die Ziele auch erreichen. Und sonst wird das Parlament kommen und ja, wahrscheinlich den Sauberkeitsrappen fordern, aber wir sind noch nicht dort. Mit einem farbenfrohen Umzug und festlichen Klängen haben rund 4000 Gäste den Spiezer geehrt. Die Plattform J hat für euch die Stimmung vor Ort eingefangen und die Einheimischen nach ihrem lokalen Wein befragt. Dazu sind die Meinungen auseinandergegangen. Wir sind vom FC Spiez, Veteranenmannschaft, der Schorsch, und wir machen jetzt das etwa 15 Jahre, dass wir hier die Abzeichen verkaufen. Du musst es halt vielleicht noch ein paar Mal sagen, weil du etwas grösser aussiehst. Ja, aber sie kommen am Sonntag fort ohne Portemonnaie, oder? Weil dann können sie es nicht zahlen. Und den Wind haben sie nicht. Ja, dann solche Ausreden, wie es halt etwa so geht. Oder eben machen weiter einen Umweg, um einen Bogen um uns herum, wenn sie sehen, dass da die Kasse steht. So vor Panik schieben wegen 7 Franken. Ja. Ja, ich bin Bachmann Adrian, ich komme von Schernachtel, ich bin 16. Ich bin seit 2 Jahren im Club Spiez. Ich habe sehr früh angefangen. Durch meinen Vater bin ich dazugekommen. Ja, sie haben mich sehr gut aufgenommen. Ich bin das gleichständiges für sie. Und mir ist sehr viel lustig zusammen. Ja, ja, es ist eigentlich unser grösster Anlass für die Clubkasse, dass wir die nötigen Geldmittel haben für das Vereinsleben. Ja. Also ich trinke sehr viel Wein, Rotwein hauptsächlich, ja. Nein, den Spiezer kennen wir halt alle zusammen. Und dann tun wir auch Holding an diesem Tag, ja. Und nicht nur an diesem Tag, unter einem Jahr auch. Mal, ich würde schon sagen, dass das wirklich ein guter Wein ist. Und wir sind sicher stolz als Spiezer, als Spiezer Bevölkerung, dass wir solche Rebberge haben, rund um das Schloss Spiez. Ja. Also ich denke, es ist mehr für die Einheimischen. Das ist so. Der Stolz auch ein bisschen von den Spiezern nachher, ja. Ich sehe es eher so in dieser Richtung. Wie weit sie den verkaufen, kann ich nicht sagen. Ja, ja, ich selber nicht so gern, aber man kann ihn trinken, ja.
Das war es jetzt auch schon wieder vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den Beiträgen findet ihr unter www.plattformj.ch. Und hier geht es jetzt noch weiter mit dem Wetter von den Kollegen von Media News. Von meiner Seite her wünsche ich euch aber einen ganz schönen Abend und Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön sind Sie wieder mit dabei. Heute hat das Unwettertief Boris vom Nordosten her wieder feuchtere Luft zu der Schweiz hergeführt. Zum Teil hat es einmal den Regenschirm gebraucht. Es hat am Vormittag manchmal aber auch sonnige Abschnitte gegeben. Morgen bildet sich über dem Mittelmeer ein neues Bodentief. Zwischen dem und einer Hochdruckzone über Nordwesteuropa befindet sich die Schweiz in einer Beisenströmung und mit der wird morgen so langsam trockenere Luft zu der Alpen-Nordseite her transportiert. Morgen am Vormittag ist es jetzt aber zuerst noch wechselnd bis stark bewölkt. Dazu gibt es zum Teil noch einzelne Regengüsse mit Schnee ab etwa 2400 bis 2500 Meter. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 9 bis 12 Grad. Am Nachmittag ist es dann meistens trocken und die Wolkendecke mag sich immer mehr auflockern, sodass es bis zum Abend immer freundlicher wird. Die Temperaturen erreichen Wert um 16 bis 17 Grad. Die 0-Grad-Grenze steigt auf rund 2900 Meter. Dazu bläst im Flachland mäßige Brise und auf den Bergen teils starker Nord- bis Nordostwind. Vom Mittwoch bis am Freitag machen sich jeweils zuerst noch Hochnebelfelder breit. Nachher ist es dann aber recht sonnig. Über den Bergen bildet sich allerdings Quellwolken, sodass dort am Donnerstag und am Freitag das Risiko für einzelne Regengüsse ein bisschen ansteigt. Es wird in allen Höhenlagen milder. Die 0-Grad-Grenze bewegt sich zwischen 3000 und 3300 Meter. Und am Samstag da ist es recht sonnig und warm und am Sonntag dürfte es nach aktuellem Stand mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weitergehen, wobei vor allem in den Bergen die Regenneigung ansteigt. Ja, und damit war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.